Velofahrerbahn. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Passt natürlich, oder, dass wir hier Gefahrenmeldung haben. Willkommen zurück aus dem Sommer, Fabian. Danke vielmals, Mario. Viel Brasilien hast du gemacht, gell? Bist du WM schauen? Ja, das hat es gegeben. Wer hat es noch gefunden? Genau. Ja, das ist Fußball hat es dort gegeben. Ist ja, aber alles vorbei. Die Sommerferien sind das Wochenende ja für die meisten jetzt definitiv fertig. Jetzt die Frage ist natürlich, was hat unsere Freitagsrunde so getrieben diesen Sommer? Zuerst mal zum Weltwochenchef Roger Köppel. Schöne Ferien gehabt? Gut, Ferien gibt es nicht für einen Mann auf der Welt, schon gar nicht mehrere Wochen. Um was geht's? Ferien sind ein Konstrukt von der grossen sozialistischen Lüge. Eben, und was hat er gemacht im Sommer? Das Gegenteil vom linken Medien-Mainstream. Wir haben recherchiert, Folgen über brisante Geschichten stehen bald in der Weltwoche. Erstens, der Samstaggas von SRF ist eine Drehscheibe für osteuropäische Spielmafia. Es geht um Milliarden in asiatischen Webbüros. Zweitens, die Bundesrätin Evelyn mit dem Schlumpf hat über die Bundeskasse rund 500'000 Franken für ihre Coiffeur im Mails für Mesh und Tourwellen ausgegeben. Noch schlimmer, Doris Leuthard, die bald dort an. Und drittens, auch demnächst in der Weltwoche, die EU verlangt, dass im Alpamar jetzt Pfäffiken künftig keine polnische Pommes frites mehr ohne Fischmehl und Chlor. Ja, ist gut. Also gut, bei Köppel sind wir noch alles wie vor der Ferien. Jetzt sonst jemand in der Runde, der echt etwas erlebt hat diesen Sommer. Ich glaube, der grüne Nationalrat Bastian Schiro. Ja, gehört, ihr werdet Vater. Gratulieren. Ja, ich erlebe immer etwas, aber auch danke. Herzlich freut mich sehr. Was wird's? Ja, vermutlich ein Mädchen oder ein Gil. Auf dem Ultraschallbild hat man aber Umrisse von einem Sixpack gesehen. Irgendwann dann aus in meiner Wiedergeburt. Und sonst etwas gemacht ausser einem Kind noch diesen Sommer? Ja, ich hatte noch ein anderes Projekt gehabt. Ich bastle an einem solarbetriebenen Wasserkraftwerk, das CO2-neutrale Luft für Windkraftwerke produziert. Energie übertrage ich dann in einen Massagesessel in meinem biologischen Garten. Das ist hochkomplex und niemand aus mir selber kapiert. Darum sagt man mir auch der grüne Einstein. Ja, grossartig. Wollte sonst jemand am Bastian Schiro aus unserer Runde vielleicht gratulieren zu all diesen grossen Leistungen? Christoph Blocher zum Kind vielleicht? Muss ich Ihnen sagen, Herr Dolani, so schlimm kann es die Umwelt gar nicht stehen. Solange mit den Grünen an die Zukunft geglaubt wird und die Kinder von Zukunft machen. Ja, Roger Köppel, der hat noch etwas sagen. Mir kommt gerade noch ein erster Witz für unsere neue Witzseite von der Weltwoche in den Sinn. Also für jede Seite. Item, wissen Sie, wie künstliche Befruchtung bei den Grünen heisst? Nein, aber ich bitte um eine Antwort. Orsol. Wahnsinnig. Ja, der Vujo Gavric ist auch noch da, zurück aus der Sommerferien. Was macht eigentlich ein Bachelor, wenn er Ferien hat? Mario, was sagen? Ich kann mich noch früh pensionieren und mir einen Acker gekauft. Dort pflanze ich jetzt Rosen an. Jetzt kann ich jeden Abend in die Disco und habe immer noch einen Orden dabei. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.